Wir sind zurück bei Fire Emblem Engage, bei Kapitel 20, das Schloss ohne König, aber dafür mit Gris. War nicht unbedingt eine Verbesserung, ehrlich gesagt. Vor allem der Idiot, muss man das schon sagen, oder das Arsch, wer auch immer, der kommt ja vielleicht auch schon jetzt hier an und hier ist natürlich alles noch dunkel und so, ist irgendwie ihn da direkt zu konfrontieren wird schwierig. Jetzt muss man mal gucken. Wir haben noch Timera hier, genau. Ich kann mit Timera mal kurz hier unten hingehe. Was man schnell zurückziehen müsste. Oh. Das war eine scheiß Trefferquote. Die Michael Leaf Kombi, die haut schon rein. Okay, er kommt noch nicht. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Irgendein Typi. Nö. Ich bin auch stark gewundert. Also, er kommt erst, wenn ich ihn da quasi anlocke. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es nochmal noch anders. Ihr sollt bitte mal noch Dinge da auffüllen. Diamant Roy. Ja, unbedingt auch, weil die brauche ich. Hätte ich gerne. Für das Problem, Yunaka Edel hätte ich auch gerne wieder. Warte mal, also, Eilbeile, das kann ich nachher machen. Hortensia mit Kaya ist momentan nicht nötig, dass ich nochmal kombiniere. Fogado, Lucina sind schon, das passt doch. Euch brauche ich auch nicht unbedingt nochmal. Also wenn es jetzt in absehbarer Zeit nicht. Ihn hier gehen hätte ich auch nochmal gerne. Ich muss was ein bisschen gucken, ob ich es da irgendwie hinkriege, die noch durch die verbliebenen 4 Kämpfe, die wir hier noch haben, aufzufüllen. Ja. Ich denke, da müsste es, glaube ich, funktionieren. So, Michael Leaf ist auch nicht nötig, dass sie nochmal fusionieren oder engagen. Wie man so schön sagt. Trotzdem, nachher brauche ich hier, da wird ein bisschen heikel, muss ich tatsächlich zugeben. Auch einerseits Typen mit Resistenz, gegen die ich gegen Grease schicken kann. Aber natürlich Typen hier gegen die das Gefühl haben, jo, sie kommen da angerast wie sonst was. In die physische Dampfwalze. Wobei sind nur 4. Insofern geht das eigentlich auch noch. So, den Gage-Felder, soweit ich das überblicke, soweit aufgenutzt. Irgendwo noch 1 oder 2 übersehen, aber egal. Die Truhen sind geplündert, die Diebe, die diese geplündert haben, habe ich auch gekillt. Da stimmt, hier oben aber noch welche. Ne, komm, ich mach's ohne. Das wird schon, Freunde, das wird schon. So, Luis und Hector. Das wird ein Spaß. Ja, aber ich nehme, glaube ich, doch, ja. Da kommen wir nicht mehr Amats. Amats. So. Wenn die mal ready. Grease wird nachher eben, wie gesagt, auch schon mal angetanzt kommen. Das heißt, ich muss hier gucken, wie ich das irgendwie hinkriege, die richtig anzulocken. Also wenn vermutlich auch so, dass ein paar von uns gar nicht angreifen werden, sondern halt eben nur da sind, warte mal, ich nehme hier Abwehrhaltung. Nicht die 4. Stufe.
Genau, dass sie gar nicht dazu da sind, zum anzugreifen, sondern halt nur um anzulocken oder Grease sichtbar zu machen. Louis ist voll, Freunde. Das Maximum erreicht. Oh, ich sehe Grease. Okay, krass. Also. Louis, Hector, jetzt müssen wir wie gesagt gucken, ne? Wie machen wir das gegen Gris? Irgendwie Betäuben oder so wäre eigentlich am geilsten, das muss ich mal zugeben. Flammender Löwe. Ja, irgendwie im Silberschwert auch am geilsten war. Der Rest irgendwie so. Meh. Aber schön, wenn jetzt hier alles brennt, hä? So, Gris und Celica. Natürlich eine Sache nicht unterschätzen darf, vor allem bei Gris. Bei ihm habe ich, von dem her haben wir ja keine Ahnung, wie der abgehen wird, sobald 2 seiner Kristalle zerstört sind. Und Droid nicht so viel Resistenz jetzt gerade, das heißt, wäre schon cool, wenn ich ihn irgendwie vorher abschießen könnte. Okay. Weil zumindest eine schon mal weg, das ist schon mal gut. Zu spät die Karte vorgebraucht. Oh, ne, nicht jetzt schon. Okay, Problem ist, jetzt muss ich ihn killen, jetzt geht es nicht mehr anders. Wollte ich mir noch aufsparen. Okay, okay. Fogado, Lucina, engage. Ja, im Grunde genommen besser, aber naja. Da haben wir so Schönes. Gut, der war weg, das ist sowieso kein Thema. Parzia zieht ordentlich ab. Ich will zwar eher, ob ich Ding machen soll, ja, Schildbound. Schildbund. Chris ist doch irgendwie sicher. Wobei sicher ist bei dem gar nichts. Wozu aber Boucheron mit dem Astralangriff? Yeah. Eine Variante wäre natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich will unbedingt noch allen irgendwie extra Angriffe quasi geben. Warte mal, erst Level 10. Warte mal, machen wir es anders. Eine andere Variante wäre gewesen, zu sagen, okay, gut, dann mache ich jetzt mit ihm Doppelgänger. Weil Chris muss ja dann die angreifen. Ja komm, Mensch und den schon machen natürlich hier. Ich habe das Gefühl, es schmeckt ihm gar nicht. Ich verstehe gar nicht warum.
Ja, weil der ist sowieso voll, mit dem muss ich gar nicht machen. Der hat schon Level 20 erreicht. So, ich habe Junaka Claude auch hier. Ich würde gerne mit der kommen noch was machen. Oder muss ich erstmal den weg? Natürlich auch eine Variante. Warte mal. Geht mir darum, weil ich mit ich habe Ivy und Byleth noch. Ivy und Byleth. Ja, doch, Ivy und Byleth noch in der Kombi. Und wir haben einen Schnitter. Du wirst wohl kritten. Gesagt, getan. So. Nämlich mit ihm nochmal angreifen. Dann kannst du bitte mal das Ganze eben mal schnell beenden. Machst aber schönen Schaden, Junge. L15 für Citrin. Ja, okay. Immer das Nötigste gemacht. Camillas Axt. Very nice. Ohne Scheiß. Jetzt könnte man theoretisch... Ich überlege gerade... Ich weiß, ich habe so einen Schildbau noch drauf, aber irgendwie reizt mich gerade. Schaden macht's ordentlich, da kannst du sagen, was du willst. Okay, Ivy Byleth ist klar, packe die irgendwie hier in die Mitte hier rein. Die Frage, die Mirai kommt natürlich nicht mehr so weit, wie ich gerne hätte. Ron ist halt weg, gell? Wenn ich angreife. Und Michael durch die Flammen ist irgendwie auch doof. Kommt auch nicht mehr dahin. Das sind die auch Quatsch. Ja, komm, shit happens. Dann machen wir es doch so. Angreifen können die zwar, aber nee. Bündnis! Richten wir jetzt auch mal eine Variante. Stab, angreifen, aber jetzt irgendwie Spezielles nach. Ja, gut, Luin und Vachira musste ich nicht einsetzen. Also kommt der Tanz der Göttin zum Zuge. So soll es sein und nicht anders. Jo, Diamant Roy, wie sieht's aus? Alter, wie oft ihm der Kriegeraxt angreifen könnte. Ist enorm. Der Würmtöter, das Silberschwert. Alle so schöne Namen. So, Alfred Sigurd. Kann den natürlich auch euch überlassen, ganz ehrlich. Aber wir kommen nicht darüber, das ist das Problem. Das hingegen kriege ich hin. Ach, die Kombi ist so geil, kannst sagen, was du willst. Eine geilere Kombi als die beiden gibt's gar nicht.
So. Ja. Kriege ich den noch irgendwie? Ich kriege ihn natürlich nicht gedoppelt, das ist natürlich doof. Also so schon, aber naja, komm. Ja, da hat er schon das nicht doppelt, aber egal. Hat einer übrig geblieben, mein Gott. Kann passieren. So. Beim Rest kriege ich halt nicht darüber. Das wird eher schwierig. Sogar Alfred Sigo kommt nicht durch die brennende. Das brennende Feld, durch brennende Leidenschaft, whatever. Bringen wir es zu Ende. Silberschwert. Kriegeraxt. Andung. Vielleicht kriegt ihr sogar noch. Genau. Andung. Und trotzdem fairer Kampf, eh? Gefällt das jetzt gleich krepiert oder was? Okay. Nice. Junaka und Claude sind die Helden. Und wir haben Kapitel 20 abgeschlossen. Wellivel. Warte mal, noch schauen, Sträge, das Glück hinter, liegt zum Glück hinter uns. Alter. Das Kapitel war auch kacke. Gegen Zoen. 取り戻しました。慈愛の王女の指輪。何がおかしいんです。いや、何も。その紋章師にはソンブル様のお力が入ってる。さっさと権限し直せよ。言われずとも。守れ！響きのエンブレム！ありがとう。紋章師セリカ、やっとあなたを取り戻せました。いいね。高ぶってきたよ。セピア、あんたの予想は大当たりだ。気でもおかしくなりましたか。気でもおかしくなった。そのセリフそのままお前に返してやるよ。なんでそちら側にいるんだ。清廉で純粋な顔して神にでもなったつもりか。お前の正体は神竜なんかじゃない。こう言った方がわかりやすいかもな。邪竜の巫女様さんよ。私が邪竜の子。ありえぬ。言いがかりは許さぬぞ。へえ、騎士様はそいつの何を知ってるんだ。そいつ自身ですら自分のことを忘れてるってのに。それとも1000年前からお前は生きてたってのか。ああ、いいことを教えてやるよ。紋章師の権限についてだ。神竜にも邪竜にも権限の力があるのは知ってるの。しかしそこには決定的な違いがある。神竜は祈りによる権限、対して邪竜は呪文による権限なんだよ。呪文って。ついさっきあんたの権限は呪文を使ってたな。これまでもずっとそうしてきたのか。それならあんたは間違いなく邪竜の血族だ。じゃあ母さんはどうして。
私を我が子だと。そりゃ知らねえよ。本人に聞けばいいってルミエルはとっくに死んでたな。そま。怖い怖い。とにかく俺は今回それを確かめに来たんだよ。指輪を渡さないといけなかったのは痛手だったが、ついでに時間稼ぎも頼まれてたからな。おかげでソンブル様もベイル様も無事に立たれた頃だ。え？おっと口が滑っちまった。せいぜい逡巡してろ。そこにいる神竜は偽物だったんだ。仲間内で争うか離散するか、どうなるか楽しみだぞ。じゃあな。待て！私が上流の。大丈夫だ。あんなの嘘に決まっている。僕は信じないさ。冷静になりましょう。敵が仲間割れを狙ったとも考えられるわ。ソンブルが城にいないというのも私たちを惑わすための言葉かもしれん。ひとまず城内を見回ってみよう。どうだった？どこもかしこももぬけの殻だ。こちらもよ。やはりソンブルはもうこの城にはいないようね。これからどうすべきか。グリの言うことが本当なら、私は共にいない方がいいかもしれません。何を言い出すんだ。夢を見たんです。母さんが死んだ日の朝に、炎の中、真っ赤な髪と瞳をした私が笑っているのを今までただの夢だと思っていましたが、あれは私の記憶なのかも。そんな、何の証拠もないじゃないか。証拠ならあります。紋章師シグルド、ここにいる。あなたに聞けばはっきりしますよね。1000年前から神竜と共にいた紋章師になら答えてください。私はグリの言うように邪竜の血族なのですか？そうだ。なんという。やはりそうでしたか。黙っていてすまない。全て忘れているのなら神竜として生きるのが幸せだと思ったのだ。君が目覚めたあの日にルミエルとそう決めたんだよ。母さんはなぜ私を我が子だと？君がソンブルに見限られたからだと聞いている。このままだと命が危ないと。何より1000年前のルミエルと君は互いに家族でありたいと望んだそうだ。それ以上詳しいことは私には分からない。ありがとうございます、シグルド。それだけで十分です。みんな今までごめんなさい。私は神竜ではありませんでした。そんな謝られることなど。神竜の力がないと邪竜は封印できません。それは変えられない事実ですから。邪竜を封印する術がなければ今後の戦でみんなが大きな危険にさらされます。私が本物の神竜で神竜の力を持ってさえいればこんなことには。神竜の力がない。どうしてそう思うんだ？え？確かに君は邪竜の血族だ。それは変えようのない事実。でも覚えているかい？フルルの港で私が君の元に戻った後、君は私を権限し直してくれただろう。でもそれは邪竜の呪文を使って。邪竜の力で権限した紋章師はこうして話すことはできないんだ。思い出してくれ。邪竜の力で権限されていた紋章師とは話ができたかい？いえ、そういえば。
みんな呼びかけても答えてはくれませんでした。どういうことですか、シガルド殿。邪竜は呪文により紋章師の自由意志を奪う。意思疎通ができない代償に完全なる霊属をさせる。神竜は祈りにより紋章師の自由意志を残す。完全なる霊属は叶わない代償に意思疎通ができる。だが君は邪竜の呪文も神竜の祈りもその両方を使うことができている。では私の中に神竜の力があると？その通りだ。しかしそれよりも雄弁にその神と瞳が語っている。1000年前のように赤一色ではない。その青はルミエルの愛だ。神竜の力を確かに継いだ証だ。なぜルミエルがその命を縮めてまで力を与えたと思う？君に神竜を継がせるためだよ。母さん。私も他の紋章師たちもここまで共に戦ったのは自分の意志だ。話をして絆を深めることができたのは君が神竜の力を持っているからだ。ルミエルを継ぐ者は君以外にいない。これを聞いてもなお皆と離れるか、離れたいと願うか？いいえ、離れたくなどありません。叶うならこれからも共に。私が邪竜の血族であることは変わりません。それでも神竜としても生きることを許してくれますか？当たり前だろ。アルフレッド。確かに最初は神竜という存在を必要としていたさ。でも今は君だからそばにいるんだ。邪竜も神竜も関係ない。君だから必要なのに。離れた方がいいだなんて二度と言わないでくれ。あなたがいなければここまで来られなかった。どこまでもついていく覚悟はとうにできているさ。たとえ今は力が半分でも残りの半分を私たちが補ってみせる。私は生まれとか気にしないよ。大切なのはその人が何を成し遂げたいのか。何に生まれてもしたいことをする。願う通り生きる。神竜として生きるのならあなたは神竜だよ。私は正直複雑だったわ。けれどあなたを失うと思ったらすごく怖くなった。このつながりをここで立っていくだなんて許さない。私にとっての神竜様はやっぱりあなたなのだから。皆の気持ちは分かたれない。君が繋いだものだよ。全て。君は今もこれからも神竜だ。みんなありがとうございます。まだわからないこともたくさんあります。昔の私が取り返しのつかないことをしていた可能性だって。ですが今はみんなと一緒に歩ませてください。私たち紋章師も君についていこう。他ならぬ自分の意志で。Okay. Gut gebrüllt, Löwe, wollte ich gerade sagen. Ah, also die Wahrheit ist raus, sehr schön. Ich hätte mir zwar noch ein paar Erinnerungen von früher gefreut, so eben das Zusammentreffen zwischen Michael und Lumera und wie er damals mit den roten Haaren und so war, weil ich glaube nicht, dass sich jetzt damals im Wesen groß verändert hat. Aber naja, anderes Thema. Ihr seid der Würmgott, mein Gebieter. Ja gut. Zumindest fast. Wir müssen einsammeln, nachher geht es zurück für uns ins Schloss natürlich, oder beziehungsweise an unseren Zufluchtsort. Wie gehabt, ich würde sagen, dass ich dann offscreen vielleicht doch noch ein paar Waren aufsammle. Das, was ich eigentlich früher immer getan habe, also früher, sprich vor der mehr oder weniger unfreiwilligen Pause. Seit Folge 99. Hier ist der Würmgott, yeah! Ja, weiß ich, dankeschön. Ja, ich bin der Würmgott, dankeschön, dankeschön. Es ist mir eine Ehre, noch was Seite zu dienen.
Das sind Freunde, das sind Freunde, genau. Wahre Freunde, so wie es gehört. Ansonsten eine nächste Folge überlegt, dass, wenn ich eben offscreen da ein paar Dinge aufgesammelt habe und so, wie natürlich in der nächsten Folge erstmal gucken, was gibt es jetzt seit Kapitel 20 Neues in unserem Zuhause. Könnte auch ein paar neue Waren geben und so. Dann natürlich auch wieder mal Selika ausrüsten, ne? Muss ja auch wieder sein, muss dann gucken an wem. Oder aber ich lasse es direkt wieder und komme auf den Plan zurückzusprechen, den wir schon mal hatten. Den ich in Folge 100, also vor 2 Folgen, kurz erwähnt hatte. Und zwar, dass wir die Sidequests machen. Und dabei auch mal noch neue Dinger probieren, die neuen Kombinationen. Ich habe damals erwähnt, dass mir dann User im Chat geschrieben haben. Moment, dieser schon wieder. Sebastian, Entschuldigung. Sebastian haben mir damals noch ein paar Tipps geschrieben, ne, wie er so die Embleme und Charakterkombinationen machen würde. Die würde ich dann gerne in den Sidequests ein bisschen ausprobieren. So. Genug gequatscht. Ich glaube, das reicht soweit. Dann brechen wir da auf. Erstmal jetzt Weltkarte. Mal gucken, was er doch getan hat. Dann Somniel, hä? Somniel. Ach, muss ich aber mal gucken. Ich hatte oft mal irgendwie einen Plan gemacht. Oh. ノブ、先ほどの話を聞かせていただきました。あなたがソンブル様の巫女の生き残りであると。 Der ist natürlich jetzt fies, weil das ist jetzt perfekte Situation vom Cliffhanger. Aber eben, ich wollte eigentlich für nächste Folge noch ein bisschen was offscreen oder so, also zumindest die Items einsammeln. Das ist doch immer so. Warum Spiel, warum quälst du uns so? Ein Gespräch mitbekommen darüber, sehr laut Sommer ums Kind seid. Jetzt will er uns natürlich vernichten, ne? Ist klar. Nein, es geht um etwas anderes. Und ich weiß auch warum. Weil, wenn man zurückerinnert mit Movia, er hatte schon früher mal eine gewisse Erklärung abgeliefert. Und das will es mehr erfahren wir hoffentlich das nächste Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Heute mal ein bisschen früher Schluss, nicht so schlecht. 30 Minuten. Oh yeah. Bis dahin, ciao zusammen.